Herr Laurent Moser. Herr Moser. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Damen. So, wenn man wenig Ruhe am Saal könnte kreieren, dass Herr Moser kann schwätzen, das wäre gentil. Merci. Den Projet de loi, den ich de Plaisir habe, ich vorzustellen, hat ein klares Ziel. Der Lützeburgische Staat muss sich besser gegen schwerste Formen von Kriminalität schützen, ganz besonders gegen Geldwäsche, aber auch gegen wirtschaftliche und finanzielle Kriminalität. Dürfen wir dann noch den Projet de loi 84/86, den ich dann ich versichern an den nächsten Minuten am möglichst einfachen wieder vorzustellen wird bei juristisch komplexen Projekten nicht immer so einfach ist. Als erstes geht es also Bekämpfung von der Geldwäsche, die natürlich gestärkt wird. Heute haben wir ein Gesetz mit einer langen Liste von Infraktionen, die eigentlich auch als Grundlage für die Geldwäsche können gelten. Das lässt verweisen auf verschiedene Gesetze, die auch mit der Zeit umgeändert wurden. Und dadurch sind natürlich Lücken entstanden. Mit dem neuen Gesetz, an den neuen Regelungen, die an dem Gesetz vorgesehen sind, geht das etwas mehr einfach, aber auch mehr klar. Dieses Projekt ändert dann noch den Artikel 506 vom Code Penal. Die Struktur vom Artikel bleibt am Kern dieselbe. Geldwäsche bleibt mit Prisung von mindestens 1 bis zu 5 Jahren an oder einer Geldstrafe zwischen 1.250 und 1.250.000 Euro bestraft. Was sich aber ändert, als vor allem den Detail von den Bestimmungen, auf die verwiesen wird, eine Reihe Referenzen ob oder mittlerweile aufgeschaffte Gesetze gehen durch Referenzen auf die neue aktuelle Gesetze rasiert, dadurch das Licht von den sogenannten primären Infraktionen für die Geldwäsche auf den neuesten Stand passt Orlo zu all den Gesetzen, die heute schon erkraft sind. Dono passt das Projekt die Regeln von der Strafprozedur an, also die Regeln, wie Enqueten an Dossier geführt werden. Auf der Seite vom Code de Procédure Pénale geht als ersten Artikel 24.1 überschafft, den Grundlage für die sogenannten Mini-Instruktionen ist. Bisweilen werden Texte so geschrieben, dass es ausgesehen wird, wie wenn der Parquet nur einen einzelnen Enquetenakt kennt bei einem Untersuchungsrichter aufrufen. Nur dieser Änderung ist es klar, dass der Prokureur eng oder mehr Hausdurchsuchungen, eng oder mehr Sicherstellungen, Verhören von engem oder mehr Zeilen oder eng oder mehr Expertisen an diesem vereinfachten Kader aufrufen kann. Neben den klassischen Delikten können in Rahmen bestimmte Formen von Falsifikation, von Fälschung, also Korruption oder verschiedene schwere Fälle von Wohl auf diesem Weg behandelt werden. Für das Fall, für Delikte mit einem Strafrahmen von mindestens einem Jahr Prison kann der Prokureur den Untersuchungsrichter zusätzlich Maßnahmen am Bereich Telekommunikationsreperage freuen, ohne dafür müssen eine Vollinstruktion abzumachen. An demselben Artikel 24.1 geht die Prozedur rund um Verhören mehr präzise beschrieben. Wenn eine Person, die sich soll erklären kommen, sich auf eine geludene Enquete nicht präsentiert, geht der Procès-verbal de Non-Comparution abgeholt. Mit dieser Feststellung gilt die Person dann aber als verhört am Sinn vom Artikel 46 im Code de Procédure Pénale. Darüber hinaus gibt die Regel, wo zwischen zwei sukzessiven Demanden am selben Kader eine Fixfrist von 3 Monaten misst vergehen gehen, ersetzt. Am Platz davon werde dann Zukunft so sein, dass der Parquet dann ein neues Requisitoire an der Mini-Instruktion kann androhen, wenn der Untersuchungsrichter de Fichier, den hier für den ungefrotenen Akt gekriegt wird, und der Prokureur zurückgeschickt wird. Das ist also nicht mehr ein kalendermäßig Sperrfrist mit der Retour vom Dossier, die bestimmt in Zukunft, wenn ihrem etwas kann, ungefrot gehen. Ich werde auch an dem ganzen Kader von den Prozeduren herno, wenn ich auch als mandatierter Sprecher dazu Stellung holen,
und nach eng Motion präsentieren iwwer droit de la défense. Ich werde dawer herno nach enker später ausfeieren. Den Artikel 102 vum Code de Procédure Penal gëtt dann och neu geschrieben. An der neuer Verfassung as firgesinn, dat van eng Person gin de Mandat d'arrêt besteht, trotz Recherchen net opzegreifen ass e Procéverbal iwwer eng onfruchtbare Recherch ugeholget. Dëssen Procéverbal gëtt den Untersuchungsrichter, den de Mandat ausgestalt huet, gescheckt an wann de Menge Affaire geht, die an den Bereich vum europäischen Prokureur fällt oder auch den zuständigen Prokureur délégué européen weitergelegt. Von dem Moment gilt die betroffenen Personals ugeklot für die Fälle, die am Mandat d'arrêt beschrieben sind. Damit wird dann noch klar geregelt, wie eine Person den Inculpé-Statut kriegt, auch wenn sie nicht festgehalten gehen. Neu angefordert wird an dem Artikel 102 auch ein spezifisches Regime für Personen moral, also Gesellschaften oder Assoziationen. Da wird festgehalten, dass der Mandat de Comparution und eine Person moral bei ihrem Siège social notifiziert wird. Was sie sich trotz der Notifikation nicht stellt, hält der Magistrat, den der Mandat ausgestaltet wird, die Non-Comparution an einem Procès-Verbal fest. Diese Procès-Verbal gilt dann auch als Inculpation für die Fälle, die am Mandat beschrieben sind. Am Mandat selber muss darauf hingewiesen gehen, dass so eine Non-Comparution des juristisch Wirkung hat. So geht also die Inculpation von Personen moralen beim Ausbleiben von einer Reaktion von diesen explizit geregelt. Zum Schluss geht es dann nach dem Artikel 195 Alinea 1 vom Code de Procédure Penal angepasst, die Motivation von Prisonstrafen ohne Sursis regelt. An der aktuellen Fassung gilt eine allgemeine Obligation, speziell zu begründen, wann eine Prisonstrafe ohne Sursis ausgesprochen wird. Mit der neuen Regelung kann der Richter eine Prisonstrafe ënner 2 Joer nëmmen dann oni Sursi aschwätzen, wann dat speziell begrünnt, fir mi Heichstrofen a Verbrechen ass so eng zusätzlich Motivation spezial net méi firgesinn. Ausdrücklich steht dabei auch, dass die Spezialbegründung nicht nötig ist, wenn die Person sich an der Rezidiv befindet. Mit dieser Aufänderung geht also die Exception zu der Regel. Das bedeutet am Klartext, dass do, wo der Richter sonst de Sursis quasi automatisch ausgesprochen wird, muss motivieren, wieso de Sursis bei so enger schwerer Straftat zustimmt. Herr Präsident, erlaubt man ein paar Wörter zur Prozedur. Das Gesetzprojekt Nummer 8486 gouf den 21. Januar 2025 von der Justizministerin an der Chambre deponiert. Schon am Anfang war dieses Projekt mit einem umfassenden Dossier begleitet, einem Exposé des Motifs, einem Kommentar des Artikels, einer Fiche financière, einem Nachhaltigkeitscheck, einer Impactbewertung sowie mit einer Version koordiniert von den Bestimmungen, die sollen geändert gehen, notamment Artikel 506 vom Code Penal und Artikel 24.1, 102 und 195.1 vom Code de Procédure Penal. Das Projekt ist den 6. Februar 2025 und die Justizkommission vorgewiesen. Danach ist an einem breiten Konsultationsprozess diskutiert gehen. An dem Konsultationsprozess goufen notamment Vertreter vom Parquet sowie auch vom Barreau von Lützeburg an der Kommission ugeheiert, wobei die Vertreter daran, ich meine, ich kann das doch so, relativ unterschiedliche Observationen zu dem Projekt hatten. Zum Schluss sind dem Parquet Observationen, die für die Strafverfolgung in unserem Land zuständig ist, mit diesem Projekt Rechnung gedroht gehen. Hier erwähnen nun aufgehen Kurse bei der Justiz, 13. Februar 2025, der Parquet General, der 4. März 2025, im Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg an der Parquet, bei dem Gericht 7. März 2025, der Parquet vom Bezirksgericht Dickrich, den 13. März 2025, der Conseil de l'Ordre des Avocats vom Barreau,
den 2. April 2025 an natürlich last but not least zum Schluss des Staatsrat den 3. Juni 2025. Bei seiner Sitzung vom 3. Juli 2025 hat die Justizkommission mir der gemacht, mich als Rapporteur für dieses Projekt zu designieren, aber bei derselben Gelegenheit hat die Justizminister das Projekt am Detail vorgestellt. An die Kommission hat ganz Reihe von aufgehenden Avien auch analysiert. Anders einen offenen und konstruktiven Dialog hat die Kommission dann noch zu Entrevuen organisiert, auf die ich vorher schon angegangen bin, nämlich die mit den Vertretern vom Conseil de l'Ordre des Avocats und auch noch ein paar mit den Vertretern vom Parquet. Zum Aufschluss von diesen Arbeiten habe ich den 13. November 2025 ein Projekt, der Rapport gelöscht, den die Justizkommission noch angeholt hat. Voilà, die Damen und Herren, das werde ich als Rapporteur zu diesem Projekt zu sagen. Und ich wäre dann auch persönlich ganz froh, wenn diesen Projekt de loi auf eine möglichst große Zustimmung hernogibt von den Kolleginnen und Kollegen an der Chambre fallen. Und da sage ich nochmal merci als Rapporteur zu diesem Projekt de loi an Herr Präsident van der Leyen, den ich dann nochmal die anerkannt und nämlich die vom mandatierten Sprecher von meiner Fraktion für da aber noch eine Reihe von Explikationen zu geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn das, was ich nur als Rapporteur gesagt habe, alles relativ kompliziert, technisch, juristisch geklungen hat, will ich aber sagen, dass wir heute ein extrem wichtiges Gesetz werden stimmen. Aber wenn ich das so meine ich auch an, das kommt nicht so oft vor, dass das heute eigentlich ein Gesetz ist, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendeine Fraktion den Text nicht mitstimmt. Ich werde mich auch dazu erklären. Ja, ich kann aber nur als mandatierte Sprecher, Herr Fayo, so Mengen ich fertig dazu helfen. Hier wird als das Gesetz ganz wichtig, geht für uns allem hier zwei fundamentale Punkte, auf die ich dann noch einmal will eingehen. Der dient als, dass man die sogenannten Mini-Instruktionen mehr weit opmerken. Dat heißt, de Champ d'Applikation davon vergrößern, aber auch gleichzeitig Prozedur verkürzen. Das ist ganz wichtig für Wert, weil man ja permanent, und brauche ich nicht all die Diskussionen hier an Erinnerung zu rufen, immer feststellen, dass eine Justiz leider nicht immer so schnell kann funktionieren kann, wie wir uns das vorstellen. Und das tut natürlich auch etwas mit der Komplexität an der Länge von den Prozeduren zu dienen. Hier machen wir auch kleine Schritte, wir vereinfachen manches, und wir machen auch die Mini-Instruktion. Ich will noch nicht am Detail erklären, was Mini-Instruktion ist. Es ist ein Wort. Mini-Instruktion geht konträrement zu der traditionellen, klassischen Instruktion vom Parquet instruiert und nicht vom Juge d'instruction. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Nach einer die Mini-Instruktion gibt es schon, das ist nicht nichts, was wir hier erfahren, wir dehnen sie just aus. Ich muss aber auch so, und ich meine, es wäre ja eine Reihe Kollegen, die hier sitzen, an den verschiedenen Reunionen dabei. Ich wäre aber relativ impressioniert, muss ich sagen, wie man Vertreter vom Parquet hören haben. Aber wie die ja so erklärt haben, für was sie der Meinung wären, dass es so wichtig wäre, dass man hier giffen aber die Mini-Instruktion ausdehnen. Und du hast just eine Zahl, die wir da gesagt haben, wir schwätzen hier permanent über Cyberkriminalität an den verschiedensten Domänen. Wir haben gesagt, dass innerhalb von einem Jahr schon nicht genau Zahlen, mehr so die Ass von 17 oder praktisch nicht, an einem Jahr ab über 1000. Über 1000 Dossiers an die Lut gehen. Und für Juristen oder Advokaten wissen da, wie schwer es ist, wenn man bei all Enquete muss über den Untersuchungsrichter fuhren. Hier soll es gesagt vom Parquet, dass das
zum Teil relativ einfach Affäre wären, an dat van sie müssten die klassisch Instruktion wählen, dat quasi praktisch all die Infraktionen nicht können verfolgt gehen. Ich wollte einmal so, weil man permanent über Cyber Security schwätzen, als also den einzigen Grund für was, dass man das machen. Ich will aber auch so, dass natürlich, und das Menschen sich, die alle guten Härten, immer auch muss die Rechte von der Défense berücksichtigen. Und effektiv, als bei der Mini-Instruktion die Rechte von der Défense vielleicht nicht so ausgegoren, wie sie müssten sein. Wir haben auch alle gut festgestellt, dass das nicht nimmer bei der Mini-Instruktion der Fall wäre. Und dafür wären wir uns eigentlich eins, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es keinen Sinn gibt, das just an diesem Projekt zu regeln, mehr, dass wir das sollen allgemein machen. Und Madame Justizminister, wo ich ganz froh bin, dass auch direkt dem Wunsch quasi mal von der ganzen Kommission entgegenkommen ist und gesagt hat, sie wäre auch da bereit, möglichst schnell ein Gesetzesprojekt auf den Instanzenweg zu gehen. Und dafür habe ich dann auch eine Motion, die ich, Herr Präsident, auch werde deposieren, wo wir dann ein Kehr freuen, dass effektiv Madame Justizminister bis spätestens Ende 2026, also nächstes Jahr, mal so ein Projekt kennt. Ich will auch direkt so, und dafür große Merci. Die Motion ist von allen Fraktionen unterschrieben gehen, außer von denen geringen. Mit Madame Tanson werde ich dann auch erklären, Herr No, für was, dass sie da nicht unterschrieben wird. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir dann zu dem zweiten Punkt zu kommen, den auch nicht unwichtig ist. Nämlich den, dass wir hier an dem Text eigentlich eine Änderung vorholen von einem Gesetz für 2018, nachdem uns unter dem Justizminister Felix Bratz gestimmt ist. Demals ist eigentlich dezidiert ging, dass bei schweren kriminellen Fällen, das heißt all die, die mit mehr wie 2 Jahren Prison bestraft gehen, nicht mit Prisonstrafe das Prinzip ist, mit der Sursis. Schwätzen heute natürlich von Primo-Delinquenten, und das ist damals so gestimmt gehen. Und so dadurch schon ganz viel Respekt für den Felix Bratz, der ganz viel positiv Projekte auf den Weg gehen hat. Hier ist ein Projekt, wo ich ganz klar so, ich meine, den Projekt, das war etwas, und dafür Mensch, dass auch richtig, dass die Regierung darüber zurückkommt, das war damals vielleicht ganz gut gemeint, dass aber so Situationen gefeiert, die ich mengen nicht am Intérêt von der Poursuite von Fällen von größer Kriminalität. Das erlernt man dann noch vielleicht auf 2 Punkten anzugehen. Ihr wisst, und es ist nicht den einzigen, Gott sei Dank, wie wichtig ist das, die finanzielle Kriminalität zu poursuivre. Ich habe das, ich weiß nicht wie viel Mal, hier an diesem Haus gesagt, in der früheren Regierung ist so das auch lo. Und ihr wisst, wir hatten eine relativ gute Zensur gekriegt vom Gaffi. Außer auf einzelne Punkten, wo sie nicht so gut waren. Und notamment ein Punkt, wo der Gaffi nicht froh ist, und ich erlaube mir das auch viel zu lesen, weil ich meine, dass wir alle gut in der Kapelle sind, wie wichtig es ist, die finanzielle Kriminalität zu poursuivre. Lesen ich also hier, was der Gaffi an seinen Rekommendationen gesagt wird. Dans la pratique, le GAFI constate une utilisation très fréquente du sursis, ainsi que des amendes d'un niveau jugé trop faible. Le résultat, selon les évaluateurs, est que les sanctions effectivement prononcées ne sont pas perçues comme suffisamment proportionnées ni dissuasives, en particulier
pour les infractions de blanchiment et de la criminalité économique et financière. C'est dans ce contexte que le GAFI recommande expressément de revoir l'usage des peines avec sursis et les niveaux de sanctions réellement appliqués. Das ist also evident, dass wir hier müssen nachrüsten, wenn wir wirklich wollen, auch die Rekommandationen vom GAFI nachkommen. Und ich sage nicht independamment vom GAFI, ich bin kein so großer Fan vom GAFI, aber ich meine, dass wir hier wirklich müssen etwas machen. Und ich spreche nicht, ob die Diskussionen noch anzugehen, die wir für eine Reihe von Wochen hatten, mit dem Parquet, den uns gesagt hat, wie schwer dass es überhaupt ist, an der Kriminalität finanziell vorzugehen. Und ich muss es auch sagen, ihr wisst ja, wie meine Attitüde generell par rapport zu Finanzwirtschaft ist, mir ist es aber gerade so klar. Leute, die hier Finanzkriminalität machen, die haben nicht verloren. Die müssen selbst behandelt gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ein anderer Straftäter, den irgendwie ein anderes Gesetz versteht. Dann dürfen wir auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, also es ist wichtig, dass wir hier legiferieren. Und dann der zweite Punkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist etwas, auch weil das alle Guten extrem Herz an dem Haus highlight. Und das sind, dass das sexuelle Gewalt gegen Männer und gegen Frauen. Und die werden praktisch alle gut dabei, wie wir für eine Reihe von Wochen eigentlich muss so eine Reunion hatten am Kader von der Petitionskommission mit den Vertreterinnen von der Voix des Survivants. Und ich kann mich erinnern, ich meine, wir waren alle Guten immens impressioniert, was die Vertreterinnen uns gesagt haben, die da ihren großen Pack von guten Propositionen gemacht haben. Ich mache jetzt ganz schnell eine Klammer ab, eine Klammer zu. Wir werden, zumindest auch was meine Kommission betrifft, in den nächsten Wochen auch ganz konkret über die Einzelpropositionen schwätzen. Insofern, dass die Justizkommission betreffen, und ich meine, das selbst wäre doch geschehen an den anderen Kommissionen. Und du hast die leider ist, wie gesagt, eine ganze Reihe von Propositionen gemacht, an eng. Das war praktisch die wichtigste, diese gemacht haben. Ich lese nicht just nach ein Kaffee, war auch quasi immer die erste, diese H4 bräuchte tun. Exclusion du sursis à l'exécution pour le primo-délinquant en cas de violence fondée sur le genre. Und ich muss es sagen, und ich kann mich nach Diskussionen erinnern, jeder Verein, der noch dazu geschwärzt hat, schon keinen hören, den den Leuten gesagt hat, das ist keine gute Idee, was er hier proposiert. Au contraire, ich hatte das Gefühl, dass ein großer Konsensus wird, dass man das machen. Das finde ich auch viel darüber gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, besonders noch der Reunion, dass überhaupt der Kollege aus dem Haus eng von den wesentlichen Forderungen, die die Assoziation an der Vertreterin gestaltet hat, eigentlich nicht wollen mitstimmen. Wir sagen schon noch plus. Wir gehen mal nicht so weit, wie das eigentlich gefragt ist, weil Sie haben gefragt, dass quasi mal das Sursis gestracht geht. Wie das Sursis gestracht geht, das fragen wir ja nicht. Wir sagen, just an Zukunft muss wirklich dann klar gesagt gehen, für was das nicht Prisonstrafe spielt, mehr den Sursis. Ich meine, das geht aber zumindest an die Richtung, auch von dem, was die Leute, die sich gesagt, ganz viel Medien haben, eigentlich gesagt haben. Dafür fand ich eigentlich, dass dieses Projet de loi an die richtige Richtung geht. Das ist wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir bei schlimmen Formen von Kriminalität, und ich muss wirklich sagen, sexuelle Gewalt gegen Kinder, gegen Frauen, als da wirklich mit der die gut tanzt, was kann geschehen. Und dass wir dort Täter, wie das bislang der Fall ist, die in ihr Kinder gegangen sind, die aber dann primo-délinquant werden, die in ihr Kinder gegangen sind, die definitiv kondamniert sind.
am Prinzip vom Sursi profitieren. Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Für mich ist das aber ganz schwerlich nachzuvollziehen. Und dafür so schon ein der Justizminister ganz große Merci, dass sie so ganz klar just ein Schritt, das ist aber ein wichtiger Schritt, gemacht hat, für den Uleisen von denen Leuten entgegenzukommen. Das ist, Madame Minister, alle Kolleginnen und Kollegen, als wichtig, das ist ein gutes Gesetz. Wird es auch erlaubt, der Justiz wirklich mehr stramm gegen ganz schlimme Formen von der Kriminalität vorzugehen. Und dafür versteht dass meine Fraktion an ich mit großer Begeisterung diesem Gesetz wird zustimmen. So nicht, merci für die Aufmerksamkeit.